Heute ist in der Sternstunde Philosophie ein Pianist zu Gast, und zwar einer der besten wie auch berühmtesten dieser Welt, Igor Levit. Ich freue mich auf ein Gespräch, das weit über das Thema Musik hinausgehen wird. Herr Levit, herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Wenn ich Sie als Pianist vorstelle, da ist damit ja nur die Hälfte dessen gesagt, was Sie als Mensch und Künstler ausmacht. Zum Beispiel auf Ihrem intensiv bespielten Twitter-Account stellen Sie sich folgendermaßen vor: Citizen European Pianist. Ich nehme an, die Reihenfolge ist sehr bewusst gewählt. Voller Absicht, ja. Was ist Ihnen denn an dieser Reihenfolge so wichtig? Naja, ich bin zuallererst Staatsbürger. So habe ich mich immer gesehen. Punkt. Ganz einfach. Und das ist sozusagen, das ist der Grund, auf dem alles steht. Dieses Land, in dem ich groß geworden bin, die Menschen um mich herum, die Strukturen, erlaubt mir und hat mir erlaubt und erlaubt mir, das zu sein, was ich sein will, nämlich frei und Musiker. Weil dieser Citizen, den man auf Deutsch als Bürger übersetzt, der hat ja eine recht widersprüchliche Haltung. Wir kennen den Wutbürger, wir kennen den besorgten Bürger, sogar den Spießbürger. Was ist denn für Sie dann das Zentrum einer bürgerlichen Haltung? Verantwortung seinen Mitmenschen gegenüber. Bewusstsein dafür, dass man verantwortlich ist seinem Land gegenüber. Bewusstsein dafür, dass unsere Demokratie vor die Hunde gehen wird, wenn wir als Bürger versagen. Und dieses Weltbürgertum, von dem man ja auch spricht, ist das für Sie auch ein Ideal? Sie sprachen jetzt für die Verantwortung für das Land, aber man könnte das ja auch viel breiter verstehen. Provozieren Sie mich ruhig. Also ich bin international unterwegs. Mir ist das Wort Weltbürger zu vage. Ich versuche so viel wie möglich die Welt zu spüren und zu erfahren, was in meinem Sinne so viel bedeutet, wie so viele Menschen wie möglich kennenzulernen. Denn das ist das, was mich am meisten inspiriert und immer schon inspiriert hat, sind Menschen. Zu Menschen zieht es mich hin. Von Menschen lerne ich und erfahre und spüre mich am allermeisten durch sie, durch meine Mitmenschen. Aber das ist so viel mehr als nur der Begriff Weltbürger. Ich höre auch raus, dass Ihnen das Weltbürgertum so vage und so wohlfeil ist, während es Ihnen auf eine ganz konkrete Form der Interaktion ankommt, die auch immer verortet und situiert ist. Ja, es kommt mir einfach aufs Zuhören an. Ich höre einfach sehr, sehr gerne Menschen zu. Wunderbar. Ich höre Ihnen auch sehr gerne zu. Und das zweite Wort in Ihrer Selbstvorstellung, European, das ist ja auch interessant. Sie sind 1987 in der Sowjetunion geboren, damals gerade kollabierend mit 8 Jahren nach Hannover ausgewandert. Man kann sagen, dass Ihre Generation eine Generation der fallenden Mauern war. Ist das für Sie auch zentral in diesem europäischen Bekenntnis? Ja, aber ich bezeichne mich nicht nur als Europäer mit einer rosaroten Brille. Ich bin ein sehr kritischer Europäer. Ja, weil das, was Europa repräsentieren kann und auch repräsentiert, ist teils wunderschön und ist teils ein absoluter politischer und gesellschaftlicher Albtraum. Und den sollte man auch so benennen. Was wäre denn für Sie derzeit das Kritischste, wenn Sie an diesen Albtraum Europa nennen? Das Nichtvorhandensein einer Klimapolitik, das Abstürzen demokratischer Werte und die albtraumhafte Migrationspolitik. Ich finde das ja deswegen auch interessant, Sie sind ja auch viel in der Welt unterwegs, dass es eine Art Abgrund gibt zwischen der europäischen Selbstwahrnehmung, die sehr kritisch ist, und der Wahrnehmung Europas von den anderen Kontinenten, für die Europa immer noch ein Vorbild, eine Leitfunktion hat. Wir können eine haben. Wir könnten eine haben. Aber wir neigen gerne dazu, Werte nach innen zu vertreten und nach außen zu vergessen. Und ich sehe ein, Realpolitik ist Realpolitik und bedarf Kompromisse, die schwierig sind. Man sollte das aber auch so benennen. Man sollte nicht so tun, als sei man der weiße Engel mit Flügeln, der man nicht ist. Und unabhängig davon, bleiben wir mal bei so einem Fall, die nicht vorhandene
oder die groteske Klimapolitik ist einfach ein gutes Beispiel dafür, was wir tun könnten und was wir einfach brutal vernachlässigen und damit einfach buchstäblich unsere und die Zukunft unserer Kinder einfach den Bach runterspülen. Diese Vorreiterrolle konsequenter und offensiver anzunehmen, das ist wohl eine Forderung. Europa ist ein Raum der Werte, kann man sagen. Es ist auch ein kultureller Raum. Und ein ganz wichtiges Instrument in diesem kulturellen Raum ist das Piano. Das ist ja auch eine sehr europäische Erfindung. Was würden Sie denn sagen? Ist das Europäische daran? Ich habe das nachgelesen, ich wusste es nicht. Im Prinzip ist die Erfindung des Pianos gleich ursprünglich mit der modernen Idee Europa im 16. und 17. Jahrhundert. Ja, das ist eine europäische Erfindung. Ich spiele zumeist oder sehr häufig Musik von Komponisten, die in diesem Europa gelebt und gewirkt haben. Aber das sind für mich vielleicht maximal 10% der Wahrheit. Das Tolle das Wunderbare an Musik ist ja, sie ist absolut immateriell. Der große Komponist, Pianist, Denker, Philosoph Busoni, Busoni bezeichnete Musik als tönende Luft. Wenn ich Ihnen jetzt nämlich sage, legen Sie mir Musik in die Hand, könnten Sie das nicht. Wenn ich Ihnen jetzt aber sage, geben Sie mir das Glas Wasser in die Hand, könnten Sie es. Das ist frei von jeder Ironie. Musik ist das, was zwischen uns passiert. Sie ist im wahrsten Sinne grenzenlos und international. Und deswegen, ich sehe ein oder ich respektiere und sozusagen die Traditionen, aus denen die Musik, die ich mache, erwuchs, sind mir sehr wichtig. Aber daraus nationale Dinge zu drehen, das langweilt mich so sehr, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Diese Immaterialität der Musik, kann man sagen, es hat ein Medium, die Luft, die birgt ein Schwingen, die entsteht was zwischen Menschen. Man sagt ja auch immer, es ist eine universelle Sprache, gerade eben, weil sie nicht durch Inhalte begrenzt ist. Können Sie damit was anfangen? Ja, das ist jetzt mal ein gutes Beispiel für Worthülsen. Was ist universelle Sprache? Wir neigen dazu, wir Musiker und Musikschaffende und Menschen so aus diesem Bereich, ja, mit so wohlfeilen Wahrheiten um uns zu schmeißen. Wir, die Weltvereiner, wir, die Friedensstifter, wir, die die internationale Sprache der Musik sprechen. Ja? Analysieren wir mal unseren Bereich, zumindest mal meinen Bereich. Ja? Dieser sogenannte internationale Weltsprachen-Aspekt der Musik. Ja? Was spielen wir denn an Musik? Spielen wir die Welt? Interessieren wir uns für sie? Oder spielen wir maximal 10% der jemals geschriebenen Musik und davon sind 90% von hier? Eurozentristisch. Eurozentristisch, weiß, zumeist männlich. Wir suggerieren gerne ein offenes Auge und ein offenes Herz, aber wir leben es nicht. Und die großen Weltvereine und Weltretter sind wir auch nicht. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass wenn sich Igor Levit ans Klavier setzt und für Elise spielt, dass da Kinder aus allen kulturellen Hintergründen sofort spüren, dass das für sie ist, dass sie angesprochen sind. Ja, aber wissen Sie, wenn ich am Klavier sitze und diese Musik spiele für Menschen, die mir gegenüber sitzen, dann ist mein Interesse an jeder Musik, die diese Menschen mitbringen, mindestens genauso groß wie mein Interesse an der Musik, die ich spiele. Ich hasse Einbahnstraßen. Das ist ja interessant, weil das in Ihrem Spiel ja auch spürbar ist, dass Sie ein sehr dialogischer Musiker sind. Für Sie ist das keine Einbahnstraße, sondern man würde sagen eine Resonanzerfahrung. Ja. Ich kann nicht ohne Resonanz. Dann höre ich auf. Ja, also wenn ich es nur noch für mich machen müsste, würde ich aufhören. Diese Resonanzerfahrung ist ja auch eine der Feinfühligkeit für politische Stimmungen. Es gibt von Ihnen einen Satz aus jüngerer Zeit, der lautet: Die Zeit, in der man passiv sein konnte, ist für fast alle vorbei. Das klingt nach einer bewussten Entscheidung, fast nach einer Erweckung. Gab es für Sie einen Moment, wo Sie sagen, ich muss aus der Rolle des reinen Pianisten hinaus, weil die Zeit danach ist? Also als reinen Pianisten, was auch immer das heißen soll, habe ich mich nie gesehen. Dafür war ich immer schon viel zu neugierig für, wie gesagt, Mitmenschen und alle möglichen anderen Dinge. Es gab sicherlich oder so Initialmomente in den letzten Jahren, ja. Der beinahe Zusammenbruch der
Weltwirtschaft war eine Die Initialzündung. Finanzkrise 2008. Occupy Wall Street war eine Initialzündung. Was bei mir daraus entstand, nämlich das Lesen von Büchern, die ich vorher nicht gelesen habe, war eine Initialzündung. Der Umgang mit Griechenland bei der Eurokrise war eine Initialzündung. Europäische Austeritätspolitik. Natürlich die ersten Zeitungsartikel über Flüchtlingsboote auf Lampedusa. Selbstverständlich der Herbst 2015. Das Nichtschließen von Grenzen seitens der deutschen Bundesregierung. Ist ja interessant, dass Sie sagen, die Grenzen wurden nicht geöffnet. Das wurden sie auch nicht, sondern sie wurden einfach nicht geschlossen. Ja, also auf das Glatteis von rechten Narrativen falle ich einfach nicht rein. Ja. Die können sich Hack legen. Das Nichtschließen unserer Grenzen. Natürlich der Sachen, die damit einhergingen, der Türkei-Pakt, das Erstarken und Aufstehen eines deutschen Neofaschismus mit einem jetzt parlamentarischen Arm. Die Tatsache, dass immer mehr Mitglieder der Zivilgesellschaft, aus allen Bereichen, aus den politischen Bereichen, aus allem, plötzlich immer mehr und mehr einfach mit dem Tod bedroht werden seitens von Rechtsextremismus. Das alles sind sozusagen sich entwickelnde Initialzündungen. Die MeToo-Bewegung war so eine Zündung. Das Zuhören, ja, und da kommen wir zurück auf den Beginn, einfach Frauen zuzuhören, was sie erleben. Das alles das habe ich schon immer gemacht, aber in der Intensität und was das jetzt mit Gesellschaft macht, das alles hat mich von Grund auf verändert, ja. Das waren ja die letzten Jahre. Man kann sagen, da gab es eine Erosion von Selbstverständlichkeiten. Eine langsame Erosion, ja. Wenn Sie sich erklären wollen, was diese Erosion ausgelöst hat, was würde Sie dann in Ihrer Analyse hervortreten? Das kann ich nicht erklären. Sie beobachten das eher? Ich frage mich das jeden Tag. Was ist das Interesse dieser Menschen? Warum tun sie das? Warum reißen bestimmte Journalisten mal subtil, mal weniger subtil Normen ein? Warum tun sie das? Die Normalisierung von Nicht-Normalem, das Hochjazzen von Einstellungen zu legitimen Meinungen. Ich habe keine Erklärung dafür. Eine Erklärung, die oft gebracht wird, ist eine Art Statusangst. Die Angst zu verlieren, was man jetzt hat. Unsere Zivilisation befindet sich auf einer Art einzigartigem Plateau und niemand weiß, wie es weitergehen wird. Und die meisten fürchten, dass es so gut nicht bleiben kann. Keine Statusangst. Rechtfertigt blanken Frauenhass, rechtfertigt Antisemitismus, rechtfertigt Rassismus. Keine Statusangst darf Menschenverachtung rechtfertigen. Wenn wir so weit sind, Gnade uns, wer auch immer. Ich höre da auch raus, und No Fear ist ja einer Ja. der Hashtags, die Sie sehr oft verwenden, dass Sie sagen, es gibt da eine Art Verständnissperre bei Ihnen, im produktiven Sinne. Ja. Wir dürfen da keinen Schritt in Richtung Verständnis dieser Nein. Menschen gehen. Sehen Sie da nicht auch eine Blockadegefahr? Blockade gegenüber wem? Dass man sich auf zwei Lager verhärtet, die dann nicht mehr dieses dialogische Verhältnis eingehen Wenn ich können. zum dass sie Lager so gehöre, das sich gegen Frauenhass, Antisemitismus und Rassismus ausspricht, dann gehöre ich gerne zu diesem Lager. Wenn ich zu dem Lager gehöre, nicht mit Menschen an einem Tisch sitzen zu wollen, deren mittelfristiges und langfristiges politisches Ziel eventuell ist, jemanden wie mich umzubringen, dann gehöre ich bitte gerne zu diesem Lager. Ja. Das ist ein Bekenntnis und eine Haltung, die auch was Unbedingtes hat. Ja, unbedingt. Ich halte sie, um mit unserer Bundeskanzlerin zu sprechen, für alternativlos. Sie sprachen von der MeToo-Bewegung, was für Sie auch eine Art Sensibilisierungsschub war, so will ich das mal formulieren. Das ist in der klassischen Welt auch immer ein großes und offenbar ein sehr verschwiegenes Problem gewesen. Haben Sie da in Ihrem Umfeld gespürt, dass da derzeit viel in Bewegung gerät? Also ich persönlich habe diese Dinge nicht erlebt. Aber natürlich gerät viel in Bewegung. Nur unsere Art darüber, oder nicht unsere Art, ich habe mal von jemandem gelernt, dass Pauschalisierungen selten helfen, aber so häufig, ich höre sehr häufig die Argumentation, ja,
Dirigent X ist also wirklich, hat Ungeheures getan, aber Mensch, wir dürfen ihn jetzt mal nicht so sehr kritisieren und seien wir doch mal vorsichtig, weil er ist so ein toller Malerdirigent. Ja, ja, zum Teufel mit solchen Argumenten. Ja, wer würde sich das leisten in jedem anderen Bereich? Wir erklären gerne schlechtes Verhalten durch so eine Art Geniepodest, auf die ja, die Menschen heben. wirklich, damit kann ich nichts anfangen. Aber es bewegt sich in jedem gesellschaftlichen Bereich, also auch in unserem, gerade sehr, sehr viel, Gott sei Dank. Wenn Sie sagen, die Zeit, passiv zu sein, ist vorbei, dann höre ich daraus, dass Sie das auch an Ihre eigene Zunft, an die klassische Musik selbst wenden, die ja ein bisschen unter Apolitisierungsverdacht steht. Man hat nicht das Gefühl, dass sie sehr politisch aktiv ist, jetzt im Vergleich zur Theaterkunst oder zur Schauspielkunst. Entschuldigung. Das ist so pauschal auch nicht wahr. Es gibt ganz tolle Akteure. Ja, es gibt Institutionen, die sehr, sehr stark gestisch arbeiten und für Ideale einstehen, für Menschen einstehen. Sie haben Theater genannt, Opernhäuser, Orchester, die Projekte initiieren mit Jugendlichen, mit Geflüchteten, mit was. Das gibt es alles. Aber eine Dringlichkeit in der Sprache, die weit über das hinausgeht, was jetzt gerade ist, die würde ich mir sehr wünschen. Und was ich mir auch sehr wünschen würde, ist, dass wir endlich aufhören, Musik als Ersatz für politisches Handeln zu begreifen. Denn das ist sie nicht. Ohne uns Menschen kann Musik original einfach gar nichts. Also Sie würden sagen, die Idee, dass wenn man Beethoven spielt, schon genug tut für die Demokratie, die ist fundamental falsch. Das ist einfach nur Kindergartensprech und an dem ich mich nicht beteiligen möchte. Ich will Sie nicht zu sehr pieksen, aber es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Citoyen, als den Sie sich begreifen, und dem Bourgeois. Und der ganze klassische Bereich ist nun ein bisschen unter Bourgeoisie-Verdacht, was auch mit dem Silbersee der eher älteren Menschen im Konzertsaal zu tun hat. Ich habe das Gefühl, dass Sie ganz bewusst auch mit diesem Muster brechen nichts wollen. anfangen kann, ja. Also erstens auch da wieder, nicht alles ist Silbersee. Ich weigere mich auch ein bisschen, diese Begriffe zu nutzen. Jeder Mensch, jede und jeder, die da im Saal sitzen, da irgendwo sitzen und jetzt in meinem konkreten Fall mir zuhören, schenken mir das Wertvollste, was sie haben, nämlich ihre Zeit. Sie schenken mir ihre Zeit. Und Sie schenken ihnen die Zeit. Das ist ja genau dieser Prozess. Aber wer wäre ich jetzt pauschal von so Silbersee oder was ist wirklich, das ist nicht meine Sprache. Und es gibt sehr, sehr viel junges Publikum, das offen ist. Wo ich mich einfach, ich wiederhole das nochmal, wogegen ich mich sträube und es immer tun werde, ist zu sagen, ich spiele jetzt die Ode an die Freude und damit hat es sich. Und das fängt ja mit Sprache an. Ich komme noch mal darauf zurück. Musik, die internationale Sprache, und ich mache Musik und wir schenken Frieden. Ja, also was ist das für eine Sprache? Musik ist ein Zustandsbeschreiber. Sie beschreibt Zustände. Sie ist Luft. Sie geschieht zwischen uns. Sie ist kein Ersatz für Wahrheit. Sie ist kein Ersatz für politisches Handeln. Sie kann niemals Ersatz sein, Rassismus als Rassismus zu bezeichnen. Jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das auch kommunizieren, dass uns klar ist, Musik kann einen. Sie kann aber auch spalten. Sie kann von Liebe erzählen. Sie kann aber auch von Hass erzählen. Sie kann für Frieden genutzt werden und für Krieg. Und für alles haben wir Beispiele. Und wir sollten einfach anfangen, ehrlich zu reden. Eine Weise, diese Musik aber auch politisch spürbar werden zu lassen, haben Sie vorgeführt als Mitglied oder als Beteiligung an einer Klimaaktion von Extinction Rebellion in Oldenburg in der Fußgängerzone. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ist da ein kleines Mädchen, das eine sterbende Person streichelt. Eigentlich die grundmenschlichste Geste von allem. Da liegt jemand und der andere wendet sich ihm zu. Ich habe das Mädchen gesehen zum Schluss des Stücks. Das hat mir auch echt den Rest gegeben. Diese Dringlichkeit, die mit dieser Bewegung einhergeht, ist ja die, dass, wenn wir nicht aufpassen, diese Mädchen und auch ihre Mütter
sehr bald sterben werden. Sie setzen sich da ganz stark ein. Fehlt Ihnen denn immer noch das Bewusstsein der Dringlichkeit in der Gesellschaft dafür? In Teilen der Gesellschaft ja, aber vor allen Dingen in der politischen Gesellschaft. Absolut. Also was wir als Klimapolitik begreifen, ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist. Eine Kritik oder eine Mahnung an diese Dringlichkeitsrhetorik ist ja immer, wenn wir zu schnell vom Untergang, wenn wir zu schnell von der Apokalypse reden, dann machen die Menschen zu. Dann werden sie genauso angstvoll. Sehen Sie diese Dynamik auch als Gefahr oder sagen Sie, nein, wir können das nicht deutlich genug machen? Doch, sie ist eine Gefahr und wir müssen eine neue Sprache für dieses Problem finden. Wir müssen uns aber gleichzeitig, und das ist das so horrend Schwere daran, auf eine einfache Wahrheit einigen. Es gibt eine politische Zeitrechnung. Wir fangen jetzt mal langsam an und dann bauen wir auf und schauen mal, wie wir so gesellschaftlich weiterkommen. Und es gibt eine wissenschaftliche Zeitrechnung. Und diese wissenschaftliche Zeitrechnung, nämlich das Weltklima, das wird auf diese Zeitrechnung hier nicht warten. Da gibt es eine Unwucht, eine starke. Ja, da ist die hier einfach mal wahnsinnig stark und die hier fällt einfach runter, wenn wir nicht aufpassen. Und die Mischung zwischen verständlich sprechen, mitnehmen, aber auch Dringlichkeit aufzeigen, die ist so schwer. Aber die Alternative dazu kann nicht sein, allen Ernstes auf die politische Bühne zu gehen und zu sagen, so, meine Damen und Herren, wir haben auf die Wissenschaft gehört, die schlägt uns so viel vor und hier kommt unser Klimapaket und das ist so. Denn worüber reden wir? Diese Bewegung, auf die Sie ja sozusagen auf Extinction Rebellion, ich wiederhole das. Fridays for Future. Ja. Was wollen wir denn? Was wollen Sie? Wir wollen nichts anderes als das, was die Regierung, die haben es unterschrieben, das Pariser Abkommen. Ja? Ist nicht, das ist die Forderung. Ich meine, worüber reden wir hier? Und die wird gerissen. Und die wird sehenden Auges gerissen. Und darüber reden wir. Wenn man dann sieht, dass die Forderung die einfache Forderung nach dem, was Politik schon eigentlich beschlossen hat, von einer zumeist sehr männlichen und schwer rechtslastigen und auch ein bisschen zynischen Welt als radikal abgestempelt wird, spricht für eine Verschrumpfung sowohl vom Denken als auch von Sprache, dass mir ehrlich gesagt die Spucke wegbleibt. Also die Idee, dass es radikal sein soll, das zu fordern, was Regierungen selbst beschlossen haben, das ist die Verschiebung des Diskurses, die es zunächst mal zu markieren gilt. Das ist unsere neue Gaga-Realität, in der wir leben. Dieser Gaga-Realität setzen Sie als Künstler doch etwas gegenüber, wenn man Ihr Spiel beobachtet. Und Spiel ist ja ein schönes Wort. Sie spielen mit dem Instrument, mit der Notation, aber auch mit der Atmosphäre. Sie sagen, dass wenn Sie spielen, den direkten Kontakt mit Menschen suchen und dass Sie auch andere Menschen sehen, habe ich gelesen. Wie sieht denn Ihr inneres Auditorium aus, wenn Sie spielen? Sind das Bezugspersonen oder ist das Menschen, die Sie irgendwo mal im Zug gesehen haben? Nee, es sind manchmal Bezugspersonen. Es sind manchmal Personen, die ich irgendwo gesehen habe. Zumeist ist es einfach die Vorstellung davon, Menschen sind um mich herum. Also für mich ist einfach Musik und die Töne und die Phrasen und die Sprache im Grunde parallel zur menschlichen Konversation. Das heißt, ich höre und ich spüre Konversation, wenn ich spiele. Und nein, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bin weder krank noch... sondern das ist das, womit ich einfach Musik verbinde. Das sind Menschen. Aber es ist ja auch die Idee einer Art Durchbrechung der eigenen Gehirnsphäre in die Seele oder in das Denken des anderen. Vielleicht so eine Art Verschmelzung, dass man in diesem Moment eins wäre? Vielleicht, aber ich bin ein ziemlicher Realist. Also ich bin nicht in einer anderen Sphäre, wenn ich spiele, sondern ich bin ganz im Gegenteil eigentlich so im Hier und Jetzt wie selten sonst in meinem Alltagsleben. Wenn Sie vom Kontakt zu anderen Menschen sprechen, dann ein wichtiger anderer in jedem Leben ist ein bester Freund. Sie haben einen besten Freund plötzlich verloren, den Maler und Künstler Hannes Malte Mahler. Und Sie haben diesem Ereignis eine eigene CD gewidmet, Igor Levit Live, in der es um Trauer geht.
Für mich ist es oft so, dass Trauer etwas ist, was mit Worten sehr schwer zu erreichen ist, aber die Musik eigentlich die gemäße Form Ja, des Trauerns. das kann sein. Das ist sicher so. Geholfen hat sie mir nur nicht. Sie schreiben in dem Beiheft, und das sind Zeilen, die mir sehr eindrücklich waren, eine Art Widmung an diesen Freund. Da steht: Weißt du, ich bin wütend und sehr traurig. Als du weg warst, so plötzlich, da war alles kaputt, zerstört, restlos. Ich konnte nur apathisch an die Decke starren und dazwischen Konzerte spielen. Aber es gab nichts mehr, auch Musik hat nichts geholfen. Die 2 Sätze, die mir besonders auffielen, waren die: Ich konnte nur apathisch an die Decke starren und Konzerte spielen. Das wirkt ja fast widersprüchlich, diese Abgestelltheit in der Trauer und doch die Fähigkeit, virtuos etwas zu interpretieren. Ja, so zynisch es klingt, also in der Zeit, in diesen ersten Monaten, war ich nicht existent und gleichzeitig dazu verpflichtet, Profi zu sein. Und sind diese Momente, in denen man sich dazu zwingt, dann nicht auch welche der Befreiung? Sportler oder so beschreiben das ja manchmal so, dass sie dann aus der Trauer hinaustreten können und in diesem Moment doch noch Kann was sein, singen. ja. Es übersetzt sich natürlich sehr, sehr viel in das Musikmachen. Aber geholfen haben mir nur Menschen. Geholfen hat mir jemand, der da bei dem Extinction-Video rechts neben dem Klavier lag. Der hat das nämlich organisiert. Und Oliver ist oder war Hannes mit einer ältesten engsten Freunde. Und über den Tod unseres gemeinsamen engsten Freundes sind wir so eng zusammengewachsen, wie man es kaum beschreiben kann. Und das wiederum war ein Geschenk, war mit eines der schönsten und größten Geschenke dieses einschneidenden Momentes, war diese Freundschaft. Und das hat geholfen. Menschen haben geholfen. Musik war ein Tunnel, aber geholfen, da zweifle ich dran, ob sie das hat. Weil ich denke seltener an ihn. Aber wenn ich an ihn denke, ist der Schmerz genauso wie vor 3,5 Jahren. Wenn man mit Schriftstellern spricht und auch den Reaktionen, die sie auf ihr Werk erhalten, dann ist oft die Reaktion: Ich bin nicht allein in meinem Gefühl. Das ist das, was Literatur kann. Wenn man diese CD hört, das ging mir zumindest selber so, hatte ich auch das Gefühl, ich bin nicht allein in diesem Schmerz. Es ist ja auch eine Form der Teilung. Und wenn man sagt, Herr Lewitt hat das gespielt in einem Moment, in dem er in der Trauer war, dann überträgt sich doch etwas, was therapeutisch sein kann. Und das war eben das, was geholfen hat, war das sich nicht allein fühlen. Aber ich kann nicht mit Musik, ich kann nicht mit... Ich kann versuchen, meine Zustände zu beschreiben. Ich habe noch nicht mal die Deutungshoheit darüber, was für Zustände ich da gerade beschreibe. Denn ich kann eines fühlen, Sie werden etwas ganz anderes fühlen. Also ich kann meine Zustände irgendwie in dieses Instrument legen. Aber nicht allein sein, das steht und fällt mit Menschen, für mich. Und sie haben geholfen. Also ich versuche das nur zu verstehen, das glaube ich ein ganz wesentlicher Gedanke. Andere Menschen haben eine andere Form von heilsamer Präsenz als die Isolation, die aus so einer Musik kommt. Und das sind 2 ganz verschiedene Sphären für Sie. Ein Wort, das Sie immer wieder verwenden, wenn Sie Ihr Spiel beschreiben, ist das der Unmittelbarkeit. Das ist ein sehr romantisches Ideal. Der Präsenz, der Nähe, der Glut. Man könnte sagen, eine Verlorenheit in fokussierter Intensität. Ja, wobei ich nicht nur das damit meine. Ich meine, da gehe ich total mit. Das ist eine sehr, sehr romantische Idee. Ich meine damit aber auch etwas ganz, eigentlich noch viel Einfacheres als das. Ich meine damit, ich mag beim Musikmachen, wenn es in Anführungszeichen leicht und direkt kommt. Ja? Und das ist das Allerschwerste. Miles Davis hat gesagt, Mann, es ist echt schwer, so zu klingen wie man selbst. Ich würde es einen Schritt weiter treiben und sagen, es ist das Allerschwerste, mit fast beinahe unerreichbarste, so zu klingen wie man selbst. Was ist mein eigener Ton? Und ich versuche, je weiter ich komme, immer mehr und mehr Barrieren abzubauen, um zum immer einfacheren und
unmittelbaren Ton zu kommen. Ja? Er muss am Ende so leicht sein, dass es plopp macht und der Ton ist da. Nicht so, nicht so, nicht durch irgendwelche Tricksereien. Ich will nicht darüber nachdenken, aus welchem Winkel ich meinen Finger wo in welche Taste drehe. Sondern ich will eigentlich eine Idee hier haben und einfach machen. Und da ist er. Und das sind die Musiker, die mir auch am allermeisten bedeuten. Und die auch sicherlich eine Art Idole für mich sind die Musiker, bei denen ich das Gefühl habe, hey, da ist der Weg von dir zum Ton, wenn überhaupt, dann so kurz. Das ist eine Einswerdung der Verschmelzung in gewisser Ja, Weise. es ist im Grunde genommen, wenn ich jetzt etwas nehme und sage, da ist er. Ganz einfach. Und da, auf gut Deutsch, da fahre ich total drauf ab. Ja? Deswegen sind so Pianisten für mich wie Thelonious Monk oder ein Beethoven-Spieler eines Arthur Schnabel oder Fred Hirsch, der große Jazzpianist oder eine andere. Da ist es. Ja? Wissen Sie, es gibt ja sozusagen auch so mystische Beschreibungen von solchen Zuständen, dass man sagt, ich will das nicht überreizen, aber ich spiele nicht den Ton, sondern ich bin der Ton. Man ist vollkommen in dieser Musik und man hat gar nicht mehr das Gefühl, dass man sie erzeugt, sondern man verkörpert sie vollkommen. Ja. Wenn Sie jetzt noch das Wort mystisch rausnehmen, gehe ich da voll mit. Ja. Das ist ja sehr schön. Würden Sie denn sagen, dieses Intensitätsideal, dass das Klavier ein Instrument ist, das sich vielleicht mit der Geige am ehesten dafür eignet, oder kann man das mit jedem Instrument tun? Das Klavier tun? hat ja eine wunderbare Eigenschaft, anders als die Geige. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich habe mal versucht, Geige zu spielen. Ich versuche es traurigerweise noch immer und ich klinge wirklich suboptimal. Das Klavier hat die tolle Eigenschaft, dass jede und jeder, Sie alle hier im Studio, vollkommen egal, ob Sie jemals ein Klavier gesehen haben oder nicht, ja? Sie drücken auf eine Taste, ist ganz einfach, plopp, runter. Und egal, ob Sie es können oder nicht, Sie haben sofort ein Erfolgserlebnis. Das Instrument hilft Das Ihnen dabei. Instrument klingt sofort, Ja. ab der ersten Sekunde. Das ist für Kinder so wahnsinnig toll. Deswegen ist es so wunderbar, Kinder an das Klavier heranzuführen, weil sie sofort das Gefühl haben, ich habe was geschafft. Gratifikation ist unmittelbar, kann man sagen. Absolut sensationell. Ich glaube, das haben Sie vielleicht noch. Ich meine, mit der Triangel geht es auch so. Das meine ich wirklich ohne jede Ironie. Es geht auch vielleicht mit einer Trommel so. Also Sie machen Bumm und es kommt was raus. Mit dem Klavier kommt einfach ein schöner Klang sofort. Danach wird es schwer. Das heißt, dieses Unmittelbare ist einfach diesem Instrument, glaube ich, in die DNA reingeschrieben worden. Sie haben aber mal mit diesem Instrument sehr gehadert, weil Sie das Gefühl haben, es war für ihn zu limitiert. Das ist etwas, was, wenn man Sie spielen sieht, man eigentlich kaum glauben kann. Nee, nicht das Instrument war limitiert. Aber die Welt, in der ich aufwuchs, schien mir limitiert. Es war mir zu wenig. Als sozialer Kontext, Als sozialer, intellektueller, emotionaler Kontext war mir einfach zu wenig. Verstehe. Und wie waren Sie denn mit 17? Ich war wahrscheinlich ganz anders als Sie. Man stellt sich ja so eine Wunderkind, und das ist ein ganz schreckliches Wort, aber doch eine hochbegabten Kindheit anders vor, sehr konzentriert. Sie sprachen von dieser Leichtigkeit, mit der Sie selbst sein können. Das setzt ja zunächst einmal ein unglaubliches technisches Können voraus. Erst dann kommt das ja erst ins Spiel. Und das bedeutet 6, 8 Stunden üben am Tag. Das bedeutet einfach sehr, sehr viel Arbeit. Aber das meine ich, das ist das beinahe auf unerreichbare Art und Weise das Allerschwerste. Wie gesagt, wie das Davis gesagt hat, to sound like yourself. Ja, das ist einfach echt wirklich schwer. Und es verlangt sehr, sehr viel Arbeit. Aber mir war damals so im Alter von 16, 17, 18, um mit einem James-Bond-Film zu sprechen, die Welt nicht genug. Ich habe eine andere Musik gehört, ich habe mich von anderen Dingen irgendwie inspirieren lassen und konnte mit kaum jemandem darüber reden. Eine Art von Gefangenheit ich wollte Gefahr. Ich wollte schon immer Gefahr. Wir zeigen jetzt mal ein Stück, wo Sie ganz Sie selbst sind. Und es ist doch etwas Gefährliches, weil es sehr schwierig ist. Eine Aufführung von Frederic Rzewski. Da sind Sie, glaube ich, ganz Sie selbst.
Herr Lewitt, die erste Assoziation, ich fürchte, die wird Ihnen gar nicht gefallen, ist, da betet einer mit Tönen. Das ist eine ganz starke Versunkenheit in diesem Spiel. Die Versunkenheit gefällt mir. Das ist okay. Aber es gibt für Sie gar nicht die Idee, dass die Musik auch mit einer, sagen wir, Sphäre der Transzendenz in besonderer Weise in Kontakt stehen kann? Doch, absolut. Aber für mich, mir sind Menschen mit ihren Gefühlen und ihren Emotionen transzendent genug. Das ist ein schöner Satz. In der Immanenz des Miteinander, da spüren Sie den Weg in die Transzendenz. Ja. Schauen Sie, sehen Sie, mein erster Gedanke gerade war, ohne Bart ist echt komisch. Wie lange ist das eigentlich her, dass Sie das Das eingespielt ist haben? 4 Jahre her, etwas über 4 Jahre her. Das ist ja Da war die Welt noch bequem. fast in Ordnung. Und doch ist das ja ein sehr politisches Stück, das Sie da spielen. Das sind 36 Variationen auf ein Revolutionslied aus Chile, El Pueblo Unido, das Volk vereint. Und vielleicht ist das nicht zu stark zu sagen, ohne diese Komposition wären Sie gar nicht Pianist geworden, biografisch. Ich hätte aufgehört. Die Begegnung mit Frédéric Rzewskis Musik, das war eben... Das ist übrigens ein zeitgenössischer Komponist, den wahrscheinlich viele gar nicht der lebt kennen. noch. Der ist ein harter Knochen, lebt in Brüssel und der ist einer der bedeutendsten, meiner Meinung nach bedeutendsten Komponisten unserer Zeit und auch darüber hinaus. Die Begegnung mit seiner Musik und alles, was daraus entstand, war mit ein Grund, weshalb ich damals mit so 16, 17 nicht gesagt habe, ach, wisst ihr was, Leute, ich liebe Musik auch weiterhin, aber ich mache was anderes. Ein Grund, dass ich das nicht gemacht habe, war die Begegnung mit diesem Stück. Wie kann ich mir diese Begegnung vorstellen? Man kann sagen, da ist ästhetischen Raum, der sich öffnet, den ich nicht kenne. Oder man kann sagen, das ist ein Revolutionslied auf Piano. Da öffnet sich mir auch eine Form, mich selbst politisch anders zu verstehen. Ich war damals kein politischer Mensch. Viel zu jung. Also sag ich jetzt, viel zu jung. Ja? Wie kleinkariert der Satz klingt, wenn man bedenkt, dass ein Mensch wie Greta Thunberg im Alter von 16 es schafft, gerade die komplette westliche Klimapolitik einmal um 180 Grad zu drehen. Und ja. Also Sie waren mit 16 nicht in der Form Ich war ein wach Kind. für die Probleme, für die Sie jetzt Ich war ein wach sind. absolutes Kind. Und dann bin ich diesem Stück begegnet und das Stück hat mich erst einmal umgehauen, rein als pianistisches Erlebnis. Ja. Ja, ich habe es in der Bibliothek gehört, in der Musikhochschule in Hannover und war einfach war einfach fertig danach. Und dann habe ich einfach durch eine kleine Recherche die E-Mail-Adresse dieses Komponisten gefunden. Und habe ihm einfach geschrieben und gesagt, so, guten Tag, ich bin also der und der und irgendwann mal spiele ich das Stück. Es hat dann 8 Jahre gedauert. Und bis dahin würden Sie was für mich schreiben, mit freundlichen Grüßen. Und dann schreibt er mir zurück und sagt, ja, wenn du jemanden findest, der dafür zahlt, mache ich's. Und so entstand dann ein Kontakt. Getroffen haben wir uns viel, viel später erst, nämlich 2012. Aber die Begegnung mit seiner Musik und ihm, das Lesen über ihn, das Verstehen dieses politischen Kontextes, meine Begegnung mit Komponisten, mit denen er sehr eng war, Morton Feldman, Karl-Heinz Stockhausen etc., Pete Seeger, Woody Guthrie, die ganze Songwriter-Bewegung der USA, das alles entstand aus der Begegnung mit Frédéric Rzewskis Musik. Und das war für mich wie eine Art, wie so Frischblut in die Venen. Was an diesem Stück ja auch eine Wahrheit ist, es ist unspielbar schwer. Nicht dieses Thema, ja. Aber die andere Variation. Das fand ich jetzt charmant, dass Sie das als unspielbar ankündigen und dann zeigen Sie das Thema. Aber worauf ich hinaus will, ist, Sie scheinen ja auch, sagen wir mal, einen Mount Everest-Drang in sich zu haben. Wenn es nicht wirklich schwer ist, interessiert Sie das nicht. Und als 16-Jähriger haben Sie wohl etwas gefunden, was man gesagt hat, das ist so schwer, das kann selbst Igor Levit nicht spielen. Ich konnte das nicht, nein. Also das hat ein bisschen gedauert. Es geht mir nicht nur um schwer, aber ich habe schon, so einen Mount Everest-Drang habe ich absolut, ja. Nee, weil auch die anderen Geschichten, die man über sich liest, die sind ja schon auch ein Ehrgeiztier. Wenn Sie wollen, nehmen Sie 30 Kilo mit einem Cardio-Training ab. Das heißt, Sie setzen sich nicht kleine Ziele, sondern es interessiert Sie nur, wenn es in die absoluten Grenzbereiche geht. Ja, aber dazu muss ich wirklich in allen Ernstes sagen, ich hasse Ziele. Ich setze mir nie Ziele. Ich habe noch nie in meinem Leben in Zielen gedacht. Noch nie. Nicht einen Tag. Ich
ich durchlaufe Prozesse und dann durchlaufe ich den nächsten Prozess. Ja? Das hat sein Gutes und das hat auch sein nicht so Gutes. Ich gönne es mir nicht so gerne. Ja? Also ich habe jetzt irgendwie, wir haben diese Aufnahme gemacht, ich könnte jetzt sagen, fantastisch, ich habe diese Aufnahme gemacht, jetzt mal kurz ein bisschen Pause und mal so sortieren. Mein erster Gedanke ist, okay, what's next? Ja, das ist, ich bin ein Prozessmensch. Ich bin nicht besonders gut darin, gut zu mir selbst zu sein. Ja? Wenn es kein Ziel gibt Ihres Schaffens, und Sie haben ja ein sehr breites Repertoire, dann gibt es doch eine Art Gravitationszentrum. Ja. Und das ist Beethoven. Sie haben die Sonaten von Beethoven jetzt noch einmal ganz eingespielt, das Ja. ist gerade erschienen. Irgendwie spürt man ja als Künstler mit gewissen anderen Komponisten eine besondere Verbindung. Was war diese besondere Verbindung, wo Sie sagten, das ist meine Goldader, der bleibe ich treu? Das ist einfach die Musik, die mich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche begleitet. In der einen oder anderen Form. Aber es könnte ja auch Mozart sein oder jemand Das anders. ist eben nicht geworden. Sie würden aber nicht sagen, ich könnte den Finger darauf legen, warum Beethoven Nein. zu mir mehr spricht als andere. Nein, aber ich habe das Gefühl, ich habe vorhin gesagt, ich suche Gefahr. Habe ich immer schon gesucht. Und ich suche das mir Unbekannte. Permanent. Und gleichzeitig ist das die Musik, in der ich den allergrößten Schutzraum spüre. Sie sprechen ganz wundervoll von der Barrierefreiheit von Ja. Beethovens Musik. Da spürt ein gewisser Freiheitsdrang, eine Offenheit. Es gibt von dem Generationsgenossen Beethoven, Hölderlin, im gleichen Jahr geboren, diesen wundervollen Satz, komm ins Offene, Freund. Ist das die Gefahr, die Sie suchen, dieses ozeanische Offene, das man erst mal bewältigen muss? Ja, ich würde es umformulieren ins Komm ins Unbekannte. Komm mit ins Unbekannte. Ich will immer ins Unbekannte. Das ist ja sehr typisch für diese Zeit von 1800, 1850. Das waren Revolutionsjahre, das waren Aufbruchsjahre. Das waren natürlich auch Zeiten der deutschen Hochkultur. Würden Sie sagen, dass in diesem Raum dieser dieser Unbekanntheitsdrang besonders stark war? Vielleicht. Also ich meine, jemand wie Beethoven, der so heiß drauf war, nennen wir es beim Namen, die Welt neu zu erfinden. Sowohl instrumental, ich meine, er hat zum Beispiel Klavierbauer regelrecht darauf gedrängt, das Instrument weiterzuentwickeln. Gedrängt. Und mit der Entwicklung des Klavieres entwickelte sich auch sein Kompositionsstil immer weiter. Ein Prozessmensch, könnte man sagen, wie Sie das nannten. Ich neige nicht zu vergleichen, aber ja. Und klar, da wird die Welt permanent neu erfunden. Permanent. Auf Basis von Wissen, auf Basis von Bewusstsein, wo komme ich her, baue ich einfach eine neue Welt auf. Ich komme wieder auf Busoni, weil das so schon so eine Art Held ist für mich. Wollen Sie ein bisschen erzählen, wer Busoni ist? Viele Menschen werden Ferruccio ja gar nicht- Busoni war Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ein Pianist, ein Komponist, ein Denker, einer der bedeutendsten Musiker seiner Zeit, Lehrer, halb Italiener, halb Deutscher, italienischer Vater, deutsche Mutter. War einfach für mich einer der bedeutendsten, revolutionärsten Musikfiguren aller Zeiten. Auch ein Denker der Musik. Ein Denker der Musik. Busoni schrieb Anfang des, also so 1900, glaube ich, wann war das inzwischen? 1916 war, glaube ich, dann die letzte Fassung, eine Abhandlung über die Ästhetik der neuen Tonkunst. Und das ist ein ganz kleines Büchlein, 60 Seiten, gefühlt oder vielleicht etwas mehr. Und das ist wie so eine Art, jetzt nutze ich den Begriff, so eine Art Bibel für mich. Und da stehen, er plädiert und er kämpft für die freie Musik. Das ist das Buch, wo er die Musik als tönende Luft bezeichnet. Und er spricht sehr, sehr viel über die Rolle des Interpreten und die Rolle oder die Möglichkeiten, die Musik hat. Und da gibt es einen Satz drin, wo Busoni sagt, ich hoffe, ich zitiere das richtig, die Aufgabe des Schaffenden besteht darin, eigene Gesetze zu erschaffen und nicht den Gesetzen anderer zu folgen. Und wenn der Schaffende nur den Gesetzen anderer folgt, hört er auf, ein Schaffender zu sein. Und Die Wiederholung ist immer stumpf in diesem Sinne. der Status quo ist der Musiktod. Ich glaube, hier gibt es für mich persönlich irgendwie eine Parallele dann wieder zum Alltag, weil ich glaube, eine Welt, die sich nicht verändert, stirbt. Aber es ist ja interessant, dass Sie diesen Freiheitsdrang mit dem Unbekannten verbinden. Nur dort, wo es noch keine Regeln gibt, lauert für Sie die Freiheit. Das ist wiederum sehr romantisch, würde ich sagen. Aber ich bin kein Angstmensch.
Aber vor dem Erreichen eines Status quo habe ich Angst. Wenn man diese Komponisten-Universen zusammentut, dann gibt es ja immer zwei große Trennungen. Es gibt zum Beispiel die Russen und es gibt die Deutschen. Sie sind jetzt ein Deutsch-Russe, kann man sagen. Und Sie sind eigentlich sehr, auch mit Beethoven, in dieser deutschen Kultur verankert. Kann man das dann eigentlich sagen, dass da jemand deutsch klingt oder russisch? Oder ist das Ich bin Unsinn? im Übrigen auch noch Jude. Das finde ich interessant. Das wird so häufig mal nicht benannt. Das bin ich auch. Das bin ich vor allem auch. Das würde mich auch interessieren. Kommen wir gleich zu. Aber es ist jetzt wirklich nicht gegen Sie oder es ist keine Wertung der Frage, mich langweilen diese Begriffe. Ich möchte darüber, ich habe zu diesen Begriffen nicht so viel zu sagen. Aber es gab ja, als Sie nach Deutschland kamen, mit 8 Jahren aus Russland, eine Liebesbeziehung, die unmittelbar war. Das war Mit die der Beziehung Sprache. zur Sprache. Und das Ja. ist ja auch ein Werk der Kultur. Ja. Was war denn das am Deutschen, das Sie so geliebt haben? Man kann ja sagen, weil es die anderen Kinder sprachen, aber da scheint ja noch viel mehr im Spiel gewesen zu Es waren sein. die Bücher, es war einfach der Klang der Sprache. Ich bin in der ersten Schultage, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können, bin ich nach Hause gekommen und gesagt, Mama und Papa, also ich werde besser Deutsch sprechen als alle meine Klassenkameraden. Alle. Das war mein Anspruch. Und ich habe mich einfach in diese Sprache verliebt. Aber Das war ja ein Ziel dann, auf jeden Fall. das war ein Ziel, ja. Jetzt haben Sie mich erwischt. Ja, macht ja nichts. Aber das ist ein Land, in dem ich lebe, dem ich sehr eng bin. Es ist mein Zuhause. Und es sind die engsten und die wichtigsten, die einem die tiefsten Wunden zufügen. In diesem Wunden zufügen, würde mich interessieren, Ihre Familie ist eine jüdische Familie. Sie kam aus einem Kontingent, da gab es damals eine Regelung aus der Sowjetunion nach Deutschland. Gab es in Ihrer Familie jemals eine Spannung, die auch verbalisiert wurde, zwischen der Idee auszuwandern und ausgerechnet nach Deutschland auszuwandern? Nein. Nicht, dass ich mich erinnere. Ich habe auch bis Anfang meiner, so bis 21, 22, 23 mir diese Fragen auch nie stellen müssen. Bis dann die ersten Wunden kamen und die ersten Verletzungen. Und plötzlich wurde es Thema. Das heißt, in Ihrer Kindheit in Hannover war die Tatsache, dass Sie aus einer jüdischen Familie stammen, für Nicht niemanden existent. thematisch. Weder für die Schule, noch für Sie, noch für Ihre Familie. In meinem Privatleben nicht existent. Das änderte sich später. Gibt es da ein Signal, wo Sie sagen, ich habe das begriffen? Zum Beispiel von Hannah Arendt gibt es viele Beschreibungen, die sagen, mir war das immer ganz egal, bis ich dann irgendwann auf Menschen traf, die mich haben spüren lassen, dass ich Jude bin. Ja. Und von dort an hat sich das geändert. Es gab 2011 ein sehr gepflegtes Abendessen bei jemandem zu Hause, wo mir ein Anfang 40 Jahre alter Jurist, der mich überhaupt nicht kannte, nach einem 5-minütigen Gespräch den Satz sagte, ich dürfe nie vergessen, zu einer Bevölkerungsgruppe zu gehören, die hier zwar lebt, hier zu leben aber nicht mehr vorgesehen war. Ende des Zitats. Das war bewusst in meinem Leben die erste Wunde und die ist nie verheilt. Und das macht was mit dir. Und von denen habe ich dann über die Jahre einige erfahren. Das ist eine interessante Formulierung, die nicht vorgesehen war. Man könnte sie ja doppelt deuten. Man könnte sagen, einerseits, ihr solltet nicht mehr hier sein. Oder aus der Tatsache, dass eine Auslöschung drohte, erwächst auch eine gewisse Verantwortung. So für war die sie Rolle. nicht gemeint. Das war als eine Ausgrenzung gemeint. Ja. Wenn mir heute im Jahr 2019, 24 Jahre nachdem meine Familie und ich hierher gekommen sind, 24 Jahre aller Ängsten und Austausches und 24 Jahre meines Lebens in diesem Land. Mir heute Ihre Kollegen teils sagen, dass mein natürliches Zuhause Israel sei, weil ich sei ja Jude, unter meinesgleichen, Zitat Ende, das macht mich sprachlos und es entsteht ein Gefühl von Enthäutung. Dass man noch nackter als nackt ist und völlig wehrlos Ja, und wäre? einfach im Eck eines Raumes sitzt und es wird einfach du bist im Grunde deiner Existenz beraubt. Ja. In dieser Rollenverschiebung kann man ja auch sagen, mit dem jüdischen Leben im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, ist ja die letzten Jahre auch einiges passiert. Sie waren immer, glaube ich, sehr zurückhaltend mit dieser jüdischen Identität. Ich bin kein religiöser Mensch. Aber Hannah Arendt zum Beispiel sagte, wenn ich als Jude angegriffen werde, werde ich mich als Jude wehren. Ist das ein Standpunkt, den Sie auch annehmen würden?
Ich würde ihn annehmen, ich würde ihn aber ergänzen und sagen, ich weigere mich, wir hatten das eingangs, ich weigere mich vehement, Begriffe, die jeder für sich anders sind, die aber die eine Idee der Menschenverachtung eint. Ich habe das vorhin genannt. Antisemitismus, Antifeminismus, Rassismus, was immer. Ich weigere mich, diese Begriffe für sich alleine zu besprechen. Entweder wir besprechen alles oder wir besprechen gar nichts. Weil es keine Form der Ausgrenzung gibt, die in irgendeiner Form wert wäre, hervorgehoben zu werden? Weil es wenig Dinge gibt in meinem Leben, die mich so wütend machen, als die Aufstellung von Opferhierarchien. Ja? Also dieses Springerspiel mache ich nicht mit. Das ist ja innerhalb der jüdischen Erfahrung Europas keine ganz leicht zu vermittelnde Position, weil man sagt, das ist keine Form der Ausgrenzung wie jede andere, das ist eine spezielle. Die hat da auch spezielle Folgen. Die kann man nicht gleichsetzen mit Sexismus oder Rassismus in anderer Form. Ganz einfach, weil es die Shoah gab, beispielsweise als Erfahrung, die eine andere Form der Auslöschung war, die man nicht in gleicher Weise behandeln kann. War sie. Aber ich bin nicht in diesen Zeiten groß geworden. Und wenn ich wachse in einer Zeit auf, wo Frauen mit dem Tod bedroht werden, wo Muslime mit dem Tod bedroht werden, wo Juden bedroht werden, wo jüdische Friedhöfe dem Vandalismus zum Opfer fallen, wo Moscheen angegriffen werden, wo jeden Tag Frauen häusliche Gewalt erfahren, jeden einzelnen Tag und gleichzeitig Frauenhäuser schließen. Das hat Ricarda Lang beim jetzigen Parteitag der Grünen so sensationell hingestellt. Das ist die Zeit, in der ich aufwachse. Und ich werde nicht meine Zeit erklären, ausschließlich mit der Sprache, mit dem Verständnis einer Zeit, in der ich nicht am Leben war. Ich bin heute am Leben. Und Opferhierarchien sind wirklich nicht, ich weigere mich damit zu machen. In der Zeit, in der wir jetzt sind, und die verschärft sich, das ist ja eine geteilte Wahrnehmung, die man auch sehr gut stützen kann. Ein Satz nur dazu. Das ist auch keine Relativierung. Nur Menschenverachtung ist Menschenverachtung ist Menschenverachtung. Und aus Sprache werden Taten. Und solange ich auch im allerkleinsten Bereich irgendein Werkzeug habe, um dagegen zu kämpfen, werde ich es tun. Ist denn für Sie eine Situation gesellschaftlicher Art absehbar, wo Sie sagen, ich hänge meine Karriere als Pianist an den Nagel, ich setze sie aus, weil ich das Gefühl habe, dass anderes jetzt dringlicher wäre? Sie haben eine gewisse Skepsis bezüglich der Kraft der Musik als Musik heilend zu wirken. Dass Sie sagen, nein, jetzt ist der Punkt, Klavierspielen ist nicht das, was ich tun sollte, ich sollte etwas anderes tun. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich möchte es mir nicht vorstellen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es passieren kann, ja. Ich glaube, wir leben auch nicht mehr in einer Zeit, wo es die Gefahr gibt einer unangenehmen neuen rechten Realität. Ich glaube, wir sind mittendrin. Es klingt so, als ob Sie diesen Gedanken schon mal fast erwogen hätten für sich. Das ist ein Gedanke, den ich mir stelle, den ich aber überhaupt nicht also das ist nichts, was ich jetzt mache. Aber das ist ein theoretischer Gedanke, den ich mir stelle. Denn ich möchte, der Tag, an dem ich aufwache mit dem Gefühl, über die Dächer meiner Liebsten fliegen Geschosse oder sie sind ihres Lebens nicht mehr sicher, ist der Tag, an dem ich nicht mehr ruhig werde, Klavier üben können. Ist denn für Sie, sagen, Ihr Engagement auf Twitter, das ja wirklich beachtlich ist, Sie haben sich über Das ist nur ein Teil 30.000, meines Engagements. aber es ist ein wichtiger Teil. Ja. Das ist doch für Sie im Prinzip die Form politischer Teilnahme, die Ihnen derzeit am effektivsten erscheint. Nee, das ist ein Teil der politischen Teilnahme. Ich bin genauso viel analog unterwegs wie digital. Ich versuche genauso viel analog Menschen zu helfen, wo ich es kann und mit ihnen zu sprechen, wie ich mich digital äußere. Das ist also ein Aspekt, nicht das Es ist unser Leben, das Digitale. Das ist auch nichts, was man jetzt irgendwie... Es hilft auch nichts, das jetzt irgendwie einfach abzuschalten und zu sagen, es interessiert mich nicht. Unser ganzer unsere analoge Umwelt ist ja von dem Digitalen beeinflusst. Aber es ist nicht meine ganze
Mein Aktivismus beschränkt sich nicht auf das Digitale. Weil Sie davon sprachen, Menschen zu helfen. Herr Lewitt, die letzte Frage. Ja. Viele klavierspielende Menschen schauen uns zu, viele Klaviereltern schauen uns zu. Ihre Erfahrung, wenn man eines vermeiden soll auf dem Weg zum Pianisten, als Eltern oder als Spielender, was soll man da vermeiden? Angst. Ist das für Sie etwas, was Sie selbst gespürt haben? Ja. No fear. No fear. Herr Lewitt, vielen Dank, dass Sie da waren und Ich danke andere Ihnen. Töne für uns angeschlagen haben. Danke. Vielen Dank. Nächste Woche diskutiere ich mit der österreichischen Philosophin Liz Hirn und dem deutsch-amerikanischen Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht. Die Frage nach der Moral nimmt in der Beurteilung von Kunst, Kultur und Politik, ja unserer Wortwahl selbst, immer größeren Raum ein. Gut so? Und wenn ja, für wen? Jetzt gleich gibt es ein wunderbares Schauspielporträt in der Sternstunde Kunst. Der Film zeigt, wie aus dem bitterarmen Archibald Leach aus Südengland der gefeierte Hollywood-Star Cary Grant wurde. Viel Vergnügen damit und denken Sie weiter.